Danica vom Team Mainex, die Retimed entwickelt haben. Super cooles Spiel. Wann ist euch das in den Sinn gekommen? Warum ist euch das in den Sinn gekommen und wie seid ihr auf das gekommen? Also, der Max und ich haben zusammen studiert, Game Design an der Zürcher Kunsthochschule. Und es hat eigentlich, also vor 3 Jahren sind wir fertig mit dem Prototyp und wir haben angefangen in einem Modul. Und dann haben wir es eigentlich als Bachelorarbeit gemacht und seitdem sind wir Vollzeit dran. Sehr schön. Ja. Und so die erste, eigentlich die Hauptinspiration vom Spiel war, dass man das Feeling von Matrix, dort wo der Neo Bullet dodgt, das haben wir in einem Multiplayer-Spiel überbringen. Genau. Dass wenn du das Spiel spielst, dass du genau das fühlst. Ja, und man kennt es halt vor allem von so Max Payne und so, dass man es halt in 3D-Ego-Shooter und alles. Und wir haben gefunden, hey, wieso nicht das in einem 2D-Game? Geht ja eigentlich auch. Sehr lustig. Das Konzept, mir gefällt das Spiel grundsätzlich sehr gut. Ich verliere einfach immer mit dem Jay zusammen. Das ist für nichts. Der Käfer ist so gut. ja, ist schon klar. Habt ihr denn entsprechend, was sind so für Probleme nicht auf diesem Weg? Also was habt ihr, wie seid ihr das Ganze dann angegangen grundsätzlich? Das ist noch so eine Frage, die ich immer wieder stelle. Die habe ich ihm gestern auch gestellt. Und da kommen noch lustige Sachen dabei raus. Was ist so der Weg gewesen, wie ihr das habt achieved? Blödes Wort. Der Englischung, das ist immer so ein bisschen... Was war so der Weg gewesen dorthin? Wo sind die Stolpersteine gelegen? Wo habt ihr die ganze Inspirationsquelle? Bis jetzt natürlich Matrix. Ja, also ich glaube, das, was am längsten gedauert hat, ist eigentlich mal die Zeitlupe in das 2D-Game zu bekommen. Und gerade zum Beispiel der erste Prototyp, den wir hatten, hast du so komisch von Wang zu Wang können gumpen. Ja. In der Mitte hast du dann die Zeitlupe gehabt. Und es hat sich mega cool angefühlt, aber du hast eigentlich gegeneinander gar nicht fighten. Also es war mega weird gewesen. Und bis wir eigentlich dann auf die Idee sind gekommen von, okay, wir gehen jetzt zurück auf normale Plattformer, schön eben so Super Smash Brothers-like, wo du kannst rumgumpen und wie gibt es überhaupt die Zeitlupe, hat es recht lang gedauert. Wie geht es weiter mit Retimed? Also, die meisten kennen es ja eigentlich schon. Also, wir sind so ein paar Mal präsentiert worden, wir spielen so ab und zu. Meine Kinder haben übrigens auch Freude. Sie wissen zwar nicht ganz, wie es funktioniert, aber es ist okay, es kommt gut. Ja. Ich gewinne dafür dann immer. Wie geht es weiter mit Retimed? Ja, wir haben jetzt vor einem Jahr so rausgekommen auf der Switch und dann haben wir noch ein paar Updates gemacht und seitdem sind wir mehr oder weniger ruhig gewesen. Und jetzt haben wir in dieser Zeit eigentlich den Online-Multiplayer eingebaut und Singleplayer. Ja, also, sehr cool. Wenn wir Zeit haben, dann können wir noch ganz kurz den Singleplayer zeigen. Gerade ein neues Bild haben wir vor 2 Tagen gemacht, also frisch aus der Presse. Und das sind so die Hauptfeatures, an denen wir geschafft haben. Und jetzt das grosse nächste Event wird 5. Dezember sein. Dort kommt ein Spiel... 2 Wochen in 2 Wochen, ja. 2 Wochen, ja. 2, ja. Ja, stimmt. So wieder, ja, ist furchtbar. Nicht einmal 2 Wochen. Und dann kommt es dort auf Steam raus. Und sind wir gespannt, wie es die Leute finden. Ja, ich drücke euch ganz fest den Daumen, dass es ein Erfolg wird. Ich hoffe so. Was meint ihr, wie seht ihr das in Zukunft? Sollen die Schweizer Entwickler viel oder Anzahl sein, qualitativ hochwertige Spiele produzieren, aber independent bleiben oder für Studios entwickeln, sprich für Publisher? Ich glaube, Indie ist schon cool, oder? So ist schon der Weg. Also wenn Indie ist ja mittlerweile auch recht... Genau, es ist natürlich richtig. Eigentlich wären wir theoretisch gar kein Indie mehr, weil wir haben ja einen Publisher. Es ist ein anderes Studio, wo wir mega eng mit denen zusammenarbeiten. Aber das heisst, sie publishen uns, also sind wir eigentlich kein Indie mehr. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind eigentlich ein Indie. Ja, natürlich. Das ist sowieso etwas, was wir noch diskutiert haben, und das frage ich einfach auch noch gerne. Gestern haben wir auch gesagt, oder? Es ist natürlich klar, du hast auch Indie-Entwickler, die entsprechend über eine grosse Plattform published werden, über EA, über Bethesda und so. Ja. Aber für mich selber ist es auch so. Also ich finde nicht, dass es kein Indie mehr ist, nur weil das Budget grösser wird.
Es ist dann nicht mehr Indie, wenn sie von reinschnurren. Oder das ist dann, Genau. aber es ist halt schwierig. Es gibt auch so Hardcore-Fans, die sagen, Indie ist einfach in einem Keller einer. Oder? Ja, das wäre auch schade. Ich finde das extrem jetzt schon. Ich glaube, es ist schon 120% da, oder? oder lädt es sich langsam? Ja, du sagst. Also wir tun sicher noch weiterentwickeln jetzt die nächsten paar Monate. Und dann kommt es mega darauf an, wie das Spiel ankommt, ob es sich für uns lohnt, weiter noch zu machen. Aber es wäre natürlich schon recht cool, wenn wir... Ja, logisch lohnt sich das. Wir haben recht einen Haufen Ideen für verschiedene Levels und Sachen. Und, also Ideen fehlen nicht. Ja, genau. Und halt auch, eben Xbox, Playstation würden wir eigentlich gerne machen. Aber eben, es kommt mega darauf an, wie es jetzt läuft auf Steam. Ja, es ist natürlich, ich glaube, es ist auch ein grösserer, von mir aus gesehen, auch ein E-Sports-Titel sein und werden, oder? Das ist schon auch, Ja, das wäre auch... ich weiß nicht, wie weit seid ihr dort? Mittlerweile ist Swiss League, ist, glaube ich, etwas drin, gell? Aber da kommt noch etwas. Genau, also wir haben also letztes ist ja schon 2017 ist das gewesen, hat die Swiss Made Game League da das erste grosse Turnier, wirklich, also eigentlich war es eine ganze Season gewesen, wo eigentlich mehrere Leute aus der ganzen Schweiz da gegeneinander gespielt haben. Und jetzt dieses Jahr war es ein bisschen ruhig gewesen, aber jetzt im Januar, ich glaube es ist am 10. fährt die neue Swiss Game League sozusagen Season an. Das heisst, neue Retail Champion ab nächstes Jahr. Sehr schön. Ja. Schweizer Meister. Ja. Ich werde es, einfach, dass ihr es wisst. Ich sage noch einmal Hoi für die Kamera. Hallo. Hallo. Rutsch mal rüber. Ich bin mehr Fan. Ja. Ich habe die Beta getestet. Ja. Es ist der Hammer. Danke. Es ist richtig cool, weißt du? Sonst damals bei Retimed, wenn du hast spielen, hast du immer warten, bis endlich mal einer zu dir heimkommt oder du nimmst sie mit. Und wenn du sie mitnimmst und dann auf den kleinen Controller musst spielen, dann ist es einfach so, weißt du, dann kannst du immer sagen, ja weißt du, auf dem bin ich nicht so gut und so, oder? Das ist schon eine gute Ausrede, oder? Ja, schon, aber ich bin gleich besser als die anderen. Aber nicht im Verhältnis zu denen, die es auf der E-Sports-Ebene spielen. Ich konnte Beta testen mit Last Note. Wo ist er? Du kannst ihm eigentlich gerade das Mikrofon dann abgeben. Ah, das ist er. Wir spielen zusammen mit einem E-Sportler. Oder frech. Ja, das hast du nicht gewusst, ich hatte das vorher gesagt. Nein. Er kommt dann nochmal. Das macht nichts. Ich habe sie mit ihm zusammen getestet, bei ihm on Stream. Und es ist einfach das Gefühl, weißt, wenn du sonst eigentlich online spielst, jeder spielt gerne online in unseren Kreisen. Ja, voll. Und dann plötzlich kannst du einfach retimed online spielen, hockst im Discord und kannst einfach rein. Ja. Wir haben nichts gross von Lags gespürt oder sonst irgendetwas. Vielleicht einmal kurz etwas geruckelt oder so. Für eine Beta absolut. Ich habe gedacht, es wäre schwieriger, weil es eine Beta ist, aber es hat super funktioniert. Was wir jetzt eben noch dran sind am entwickeln, also Last Minute ist so ein Streamer-Feature, wo man als Streamer kann im Prinzip ein Spiel starten und dann kann man seiner Audience sagen, was für einen Roomname man hat und dann können die joinen und dann tut es immer zufällig den nächsten Spieler nehmen und kann dann den Streamer challengen. Ah, was? Ja. Ah, richtig cool. Ja. Okay, das wird klappen aufs Release-Datum? Ja, wir hoffen es. Also, wir sind so zu, keine Ahnung, 70% oder so weit und ja, wir hoffen, dass wir das noch ankriegen bis dann. 70% klingt sehr gut. Ja. Wir sind sehr gespannt drauf. Hast du Team Tournament schon mal gespielt? Wie? Team Tournament. Nein, eben nicht. Ja, es geht darum, ein bisschen andere Regeln. Es ist eben nicht wie im normalen Team. Also das heisst, es ist eigentlich sozusagen die ganze Zeit kannst du gegenseitig abschießen, sondern wenn einer stirbt, spawnst du erst wieder, wenn dein Teampartner auch stirbt oder wenn der die anderen beiden gekillt hat. Oh, okay, Genau. das ist mir Wow, auch neu. Das okay. ist mir neu. Richtig cool, meine Damen und Herren. Neue Inputs haben wir da. Noch nie da gewesen. Richtig schön, okay. Also das heisst, man muss wie das ganze gegnerische Team killen, damit man einen Punkt bekommt. Singleplayer ist im Prinzip auf der gleichen Map, wo man auch sonst spielen kann. Wenn du jetzt ins Level Selection siehst, dann sieht man, wie es aufgebaut ist. Man startet bei der Wolkenstadt und müsste dann einfach nur die einzelnen Levels freischalten. Ah! Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen und ja,
man kriegt immer mehr, also weniger Leben und mehr Gegner dazu. Oh. Und es ist im Prinzip ein Wave-based. Also du startest, es kommen Gegner rein, die fliegen in so Kapseln rein, explodieren, machen Schaden im Umkreis und dann kämpfst du einfach gegen die. Alles klar. Schaffen ihr es bis zum letzten Level im härtesten Modus? Nach sehr viel Spielen, ja. Okay. Also Annika schafft es, ich habe keine Chance. Ja, ich glaube, Max hat noch nicht alle Levels jetzt geschafft. Aber das ist doch das ist Also ich meine, schaffen tut man es schon. Das Schwierige daran ist eine Challenge, sie in 3 Star zu holen. Genau. Also, 3 Star bedeutet kein einziger Tod. So, dass du ja unendlich Leben hast und dann bekommst du eigentlich immer 3 Sternchen. Und wenn du dann nur noch 3 Leben hast, dann machst du es dann so, dass du eigentlich pro Leben, das du hast, am Schluss bekommst du ein Sternchen. Also wenn du nie stirbst, bekommst du dann 3 Sternchen. schwierig. Genau, aber du machst jetzt den Rookie-Mode, also so. Das ist lieb. Ist noch schön. Gibt es Cheats? Nein. Nicht? Das heisst, ihr müsst es auch jedes Mal von Anfang an spielen, oder? Ihr könnt die Levels selber laden, oder? Ja, wenn man die Level freischalten kann man in jede Schwierigkeitsstufe, Okay. in jedes Level rein. Aber ja, man soll das erst einmal schaffen. Man muss es zuerst geschafft haben. Ja. Okay. Also Cheat Engine hat da keine Chance. Unlimitiert Schuss und so Zeugs. Leben habe ich unendlich jetzt da. Genau, das ist Rookie Mode. Okay. Der Umkreis noch. Okay, alles klar. Ich merke, um was es geht. Es werden dann immer mehr. Aber jo, wow! Okay, sehr schön. Ja. Das ist mal typisch, oder? Ja, es gibt dann verschiedene. Die moven noch, die Säcke. Die können alles klar. Ja, also die dodgen. Aha. Und also wir haben verschiedene Gegner. Also zum Beispiel da haben wir die Fliegenden. Und die haben verschiedene Schwierigkeitsstufen selber auch noch in sich. Also die blauen, die sind eigentlich die einfachsten. Aha. Die schießen nicht, aber die dürfen ausweichen. Ja. Dann haben wir die gelben, die schießen, aber nicht ausweichen. Okay. Dann werden sie immer aggressiver und schwieriger. Ja. Oh nein. Oh, was ist das für eine? Das ist der Sniper. Aha. Nicht 2 Leben. Aha. Yeah. Alles klar. Ist das jetzt der Boss Aber gewesen? der Endscreen. Das ist der Ernst. Ja. Wo ist der Victory Screen? Ah, jetzt. Ja, genau. Ja, kannst Aber er hat es geschafft! Woo! Darf ich nochmal ein Level machen? Ja, sicher. Genau. Warte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, alles klar. Die Reichweite, okay, also das heisst, ihr Detonationsradius kann auch meine Schüsse abwehren. Genau. Alles klar. Oh, aha. Der kann durch, das ist fies, ich kann das nicht. Ui, knapp gewesen. Nehmen! Oh! Der Explosionsradius, dass er die Schüsse zerstört, vor allem, dass man nicht einfach. Das nicht nach vorne ran kannst, ja. Aha, so eine bist du. Oh, okay. Das ist richtig fies. Du bist es halt nicht gewöhnt, dass die durch die Wände durch können. Ja. Man muss aufpassen, wo man anlandet. Ja, eben. Gibt es eine Story dazu? Also, woher die kommen? Oder? Aber die haben jetzt leider keine Zeit gehabt, die noch drin zu tun. Aber eigentlich sind es Außerirdische, die auf dem Planeten leben. Und es sind, wie ihr seht, Dinosaurier-Spielzeuge. Wird das mal noch so public oder ist es einfach so unter euch? Ja, also wir haben eigentlich mal angefangen, das Video, also das Intro-Video zu machen. Also dem gibt es so ein Storyboard und schon recht viele Assets. Also eigentlich würden wir es schon gerne später mal noch rausbringen.
Ja, das meine Blizzard macht zum Beispiel bei Overwatch ja auch so. Im Spiel selber kommt eigentlich gar nicht von der Story. Oder kommt so ein kleiner Cinematic-Movie dazu und der erzählt dann die Geschichte. Ja, voll. Weil das Spiel selber braucht eigentlich ja keine Geschichte, oder? Es ist mehr so wie ein bisschen... Aha, Zweig ist! Gut. Wie so ein bisschen Fansupport, oder? Dass du weißt, woher kommt dein Charakter. Genau. Ah ja, du schiessest die Wand, ich nicht. Ah ja, oh, stimmt, Munition. Sehr geil. Ah, richtig der Hammer. Wenn es auf Steam rauskommt, passiert auf der Switch auch ein Update. Ja. Genau. Gleichzeitig. So wie es aussieht, ja, wird es gleichzeitig sein. Also, wenn nicht irgendetwas ganz schief läuft oder so. Cool. Muss man das Nintendo Plus-Ding zahlen, um online spielen? Ja. Haben wir leider keinen Einfluss. Ja, voll. Da kannst du keinen Einfluss haben, gell? Das ist einfach so bei Nintendo. Genau. Ja, vor allem das Fiese ist, wir bekommen ja nicht einmal Anteil dran. Und das ganze Online-Geld geht einfach an Nintendo. Merci! Oh, Das ist jetzt der Endboss von diesem Level. Genau, den kannst du nur abschießen, wenn ich kann ihn nur, wenn er... Oh, alles klar! Er muss zuerst confused... Hallo! Ein richtiger fieser Spawn-Kill, hallo! Ja. Alles klar, super, danke vielmals! Ja, ist gut gewesen. Merci vielmals an dir. Schön, dass ihr da gewesen. Gibt's einen Applaus, bitte schön! Danke. Biu.